Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Wir hören jetzt dem Typ zu, nach Osten. Okay, gut, wir wissen schon, wie der richtig gegangen ist. Okay, ja, erzähl mal. Aha, ja, das weiß ich schon. Kamerawinkel, ja, das weiß ich doch schon. Ja. Nö, hast kapiert, dass du nichts zu sagen hast. Bon voyage, danke dir. Wir tun jetzt noch die Stadt plündern, weil es hat noch einiges da. Wir gehen zuerst in das Haus. Da hat es irgendwo eine Abstellkammer. Ah, ein Äther. Sorry Frau, wir dieben das. Was hast du zu sagen? Ja, es ist wahr. Aha. Da sind die Jobs, die schauen wir nachher an. Jetzt hat sich da noch irgendwo etwas. Laufen schauen. Ja. Friedensstifter, was ist das? Fernkampfwaffe. Aber nicht für dich. Hä? Ja, so ist doch gut. Ah, Moment. Jetzt keine Infos drüber. Ah. Also ich weiß nicht, wem die Waffe gehört. Ah! Red 13 wahrscheinlich, aber ihn habe ich jetzt rausgetan und den Barrett mitgenommen, weil der Red 13 hat schon Level 14 und der Barrett erst 13. Aus dem Grund. Yep, das war er gewesen. Schauen wir noch die anderen Häuschen an. Dort hat es eine Abstellkammer, schauen wir auch noch rein. Da hat es... Okay, ist verschlossen. Ah, nochmal ein Ätherli. Ah, ein Hund! Ah, Hilfe! Oh, er heult. Er hat Angst. Ja, hat es da noch irgendwo etwas? Abstellkammerli. Yeah, nochmal ein Äther. Sehr schön. Was machen die echt alle mit dem Äther? Sind zum Schnüffeln? Hey, Mädchen? Aha. Ich denke wahrscheinlich schon. Das können wir auch nicht nehmen. Nein. Okay, ich glaube, da hat es doch nichts mehr. He? Also irgendwo muss es noch eine Wachsamkeit haben. Moment, schön. Ja, also ich glaube, es müsste da sein mit der Wendeltreppe. Da ist die Wendeltreppe, aber da im zweiten Stock sind wir noch nicht gewesen. Hey Kinder. Ja, da ist es. Das ist mir so peinlich. Wieso denn? Aha. Schlechte Idee, ich sage es dir. Aber ja, Kindheitsträume. Jetzt gehen wir noch ganz schnell schauen, ob wir irgendetwas brauchen. Also ich hätte gern Augentropfen. Das Zelt brauchen wir auch nicht, okay. 2 lange für den Moment. Ich hätte gerne noch ein Blitz-Dings. Blitzausbestand. Ich glaube nämlich, ich kann... Also Feuer... Gift, Eis, Blitz... Feuer und Eis. Also 2-mal Feuer... Und 1 ist Blitz und 2-mal Eis. Also noch einen Blitz bräuchten wir. Oh, Erde.
heilen. Kein Blitz gibt es da. Mist, das hätte ich vorher kaufen sollen. Ja, ich muss sowieso nochmal richtig mitgarden. Ich hole mir dort noch eine offscreen. Aber eine Erde nehmen wir doch auch mal mit. Kennt die Aerith. Die zaubert sowieso mehr. Das gehen wir noch in. Okay. Vielleicht komme ich ja gar nicht auf Midgar rein, ich weiß es gar nicht. Das ist das Gleiche. Ja, schau, wir da durch können. Waffen. Kanonenkugel. Wir gehen noch etwas stellen. Mit 3 Alarmbändern. Ja, wir können es auch. Sind billig, komm. Das nehmen wir auch noch. Okay, ja, das stimmt so. Okay, ich probiere mir nochmal eine Blitzsubstanz besorgen. Plus werde ich euch wieder sehen, wenn ich einen bestimmten Gegner gefunden habe, wo wir etwas stellen können und sogar etwas lernen. Also, wir sehen uns gerade wieder. Und da ist er auch schon. Feindeskönnen können wir eben noch nicht. Ich werde mal noch warten. Wer hat es stellen? Nein, jetzt hat niemand es stellen. Willst du mich verarschen? Auf jeden Fall sind das getunte Auslöscher, ja. Wir testen mal das Beben aus. Schwach gegenüber Blitz, ja, das ist klar. Darum hätte ich eben gerne noch einen Blitz mehr, weil nur einen. Ja, schlecht ist es nicht. Ja, aber wo ist mein Stellen? Ich habe doch das ausgerüstet. Ich mache noch einen Machtschlag. Ja, easy Spiele. Probieren wir noch ein Eis drauf kommt. Ah, voll easy. Ja, ich werde die Substanzen wieder umstellen, dass ich mein Stellen dabei habe. Ich weiss nicht, wo das hingekommen ist. Also, auf Midgar komme ich natürlich nicht mehr. Das haben wir schon gedacht. Matra-Zauber, ich hoffe gerade auf den Cloud. Oder wir lernen es hoffentlich auch. Kommt denn nichts stehlen, mach mal heilender Wind. Und was wir können stellen, ist im Moment die beste Waffe für den Barret. Darum habe ich auch die neuen gekauft. Die Kanonenkugel ist sowieso, das wäre ein Nahkampfding und das brauchen wir nicht. Verteidigen. Du auch. Du stillst einfach weiter. Ja, ist es so. Es ist mühsam, wenn man etwas Bestimmtes will. Und ich lasse beide eben, dass die Chance grösser ist, dass wir da die Matra-Zauber lernen können. Hier verteidige ich einfach. Und Aerith wird dann heilen zum Teil. Jetzt wird es langsam Zeit. Dann wirst du wieder stellen. Vielleicht bringt es etwas, wenn man noch erkennen. Ich glaube es vorher nicht. Ah, geiles Tattoo hast, Barret. Ja, das wissen wir. Ein Rauchschuss. Jetzt still's. Oh, Matra. Aha. Schaut, wir haben ihn jetzt. Es geht natürlich auf beide. Und ich muss schauen, dass das Stellen irgendjemand anders hat, wo halt nicht, wo nicht auch erkennen hat und das andere und überhaupt unstellen und was weiß ich, weißt du. Und Feindes können. Das ist scheiße, wenn das alles der Cloud hat. Ey, aber ehrlich. Wir sehen uns wieder, wenn ich das habe. Endlich, Halleluja. Atomschere. So.
Blitz muss auch jemand anders haben, weil er ist stark im Nahkampf, oder? Bratz! Halleluja! Sehr schön. Böses Versiegen. Aber ich habe bei der Aerith ihr Limit habe ich extrem viel brauchen. Das heisst, sie hat ein neues gelernt. Was? Okay, whatever. Sturmgewehr und Atomschere. Ja, das ist ein rechter Unterschied. Ja, Moment geschwind, du kommst gerade noch mehr über. Und zwar das Feindeskönnen will ich. Ja, Feindeskönnen kannst du zwar behalten. Und alle Feuer auch. Dann kommst du noch über. Ja, erkennen halt zum Leveln. Und dir gebe ich das Stehlen. Erkennen hast du auch. Ja, nimm noch das... Nein, doch noch das Feuer. Alle wiederherstellen ist okay. Eis, Erde. Oh Mann, jetzt habe ich zu wenig Platz. Was wollen wir nicht? Gift brauchen wir nicht, dafür Blitz ist mir wichtiger. Ich weiss zwar nicht, wie es nachher aussieht mit den Feinden, aber... So, Sephiroth, du bist im Osten. Also, gehen wir mal Richtung Osten. Schauen, was uns da sonst noch für Gegner könnten begegnen. Okay. Und den Mantra-Zauber werden wir jetzt auch rasch austesten, bevor wir das Limit anwählen. Das sind wieder die Hunde, ja, seht ihr. Beben. Ja, wartest auf den Cloud. Mantra-Zauber. Und Rakete aus dem Rücken. Ja, mal. Gefällt mir sehr. Ich glaube auch relativ teuer, Feinde das können benutzen, aber ich bin jetzt gar nicht mal so sicher. Trank, okay, sehr schön. So, jetzt. Wo sind wir da? Dann sehen wir einen Bauernhof, aber ich möchte euch zuerst etwas zeigen. Oh. Feinde. Sind es wieder die Hunde? Okay, dann fange ich es jetzt an auszuschneiden, wenn die Hunde kommen. Ja, mach Kreuzschlag. Und ich tue gleich mal noch einen erkennen, dass ich weiss, wo sind ihre Schwächen. Mal schauen, ob sie überhaupt Schwächen haben. Kalmwolf, über eine 10, 160 gegen Feuer, okay. Gut. Aerith. Wow. Crit. Ah, seht ihr den Share? Das ist ein Nahkampf, jetzt muss ich ihn wieder führen nehmen. Atomschere. Zeig sie mal nach, Barret. Yeah. Wie eine riesige Dosen öffnen. Ich weiss, ich kann da die Schädel knacken von den Feinden. Krack! Also, zeig. Zeig. Ich will die umstellen. So. Oh yeah. Seht ihr den Schatten? Nein, man sieht nicht. Dort, seht ihr den Schatten? Also, wir machen es jetzt so. Jetzt wird es erstmal Game Over gehen, aber nur um euch zu zeigen, was es für Gegner gibt. Mal schauen, vielleicht schaffen auch, aber ich glaube es nicht. Nein, ich schaffe nicht. Da. Dann speichern wir das erste Treffen mit der Aerith. Und wir müssen dort über in die Höhle kommen.
Also, los! Ran, Cloud, ran! Ran um dein Leben, ran ums Leben, nein! Ja, man schafft's nicht. Sali du! Ich weiss gar nicht mehr, auf was dass sie allergisch ist. Bam! Aerith, wieso stellst du dich schützend vor der Cloud? Hä? Das ist doch nicht normal. Böses versiegeln machen wir jetzt nicht. 175 ist nicht schlecht. Mal schauen, wenn ich jetzt Gangu erkenne, wie viel Energie das sie hat. Ja gut, das nächste Mal stirbt Aerith, wenn sie einen Schlag kassiert. Das ist so. Ich mache so 108 Schaden, hä? Schützen nicht, gell? Wow! Heilig auf all. Midgar Solemn, Stufe 26. 4000! Es ist möglich. In einem anderen Let's Play habe ich es auch schon gesehen. Es ist möglich. Allerdings müsste ich wahrscheinlich zuerst noch ein bisschen trainieren. Und aber ich werde ich werde das nicht machen. Ganz ehrlich. Da könnt ihr beim Jason LP, ist ein Österreicher, also man versteht ihn. Könnt ihr das anschauen, wie er das gemacht hat. Ich werde mir das nicht antun. Weil, ja, ich möchte euch das Game so zeigen, wie ich es das erste Mal durchgespielt habe. Und das erste Mal habe ich es nicht so durchgespielt, dass ich die Schlange besiegen konnte, oder? Ich habe es natürlich ein paar Mal probiert und so, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und aus dem Grund... Wow. Aus dem Grund werde ich das da auch nicht machen. Oh oh, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ist das ein Konter oder was? Nein, doch nicht. Einfach mal normal angreifen. Hä? Aerith nicht. Lohnt sich schon? Ja, es lohnt sich, weil sie schon kaputt ist. Ah, jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viel hat der Cloud Schaden gemacht. Mist. Jetzt muss ich achten drauf. Was machst du Schaden? Au. 87. 85, okay. Heil dich, Frau! Dann nehmen wir Matran-Zauber, bis wir fertig sind. Und was hat Feuer abgezogen? Ach man, das ist so mühsam. Ich muss auf so viel achten. Aber man kann schön immer Limits casten, das ist noch geil. Feuer geht. Unter die 11, okay, ist besser als normal. Also wir werden sicher auf Magie bleiben. Hä? Und tschüss, Barret. Er ist aus dem Kampf ausgeschieden. Ja, das kann die Schlange auch machen. Das ist toll. Zum Glück war es nicht Aerith. Wieso hältst du dich selber, Frau? Shit. Oh. Sehr schön hast du das gemacht, Aerith. Super. Das ist doch mal gut gewesen. Nein. 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 Ist vorbei, Leute. Aber Feindes können Beta könnte man da lernen. Und das ist einer der stärksten Zauber überhaupt.
Und weil der Barrett überlebt hat, haben wir Beta? Nein, haben wir nicht. Wir sollten es, glaube ich, können schaffen. Wenn wir jetzt ein Zelt brauchen, weiss ich auch nicht, ob das... Scheiße! Ja, wir müssen Phönixfedern benutzen. So. Alright, also, das heisst, wir werden es so machen, wie ich so schon gekannt habe. Wir gehen hier auf die Farm. Und das ist eine Chocobo-Farm. Hey, Chocobo! Sally! Das sind so drei Tiere im Spiel. Warg! Ah, die Chocobo-Musik ist so herrlich. Ah, ich habe eine andere im Kopf. Ah, nein, es ist die ein bisschen andere Stil. Herzig, hä? Yeah, man, ihr seid so cool. Oh, sogar eine Substanz kommen wir rüber. Nein, dir will ich es nicht geben. Gib mir du Erde und kommst dafür den Chocomog über. Nein, den Chocomog über. Du nimmst noch Gift und Erde. Jetzt sind alle voll, hä? Und eigentlich lange eins erkennen, also wir brauchen da nicht zwei. Machst lieber noch alle Feuer da. Okay, wir werden das nächste Mal noch da reingehen. Aber jetzt will ich euch als allerletztes in diesem Part noch den Chocomog zeigen. Es gibt Beschwörungszauber, das ist einer davon. Und einer von vielen. Und ich bin mir jetzt gleich am Überlegen, ob ich mich nochmal in diesem Video informiere, wie man die Schlange besiegen kann. Ihr seht ja dann den Weg, aber das Beta würde ich eben schon gerne haben. Tierisch gern. So, keine Feindennummer, wenn man will. Hä? Also. Ja, ich habe auch gerade Lags gehabt, sorry. Was sind ihr für Dinge? Levikron, okay. Flammenkuss. So, Chocomog. Todesstoß. Sie haben immer so einen... Das ist so sein Slogan. Schau da unten. Der Mogri auf dem Chocobo. Boom! Oh, arme Mogri. Ja, Aufrufzauber kosten recht viel Mana. Der hat jetzt 14 gekostet, aber sind auch dementsprechend effektiv. Bing! Heiltrank 2. Nicht schlecht. So, liebe Leute, ich verabschiede mich. Wir sehen uns das nächste Mal hier im schönen östlichen Kontinent. Ich habe gedacht, sie heisst Heckenschlange, aber das ist aus dem Final Fantasy 8. Es ist ein... Wie hat er geheißen? Solom. Ja. Also, see you next time. Peace.